Gute Morgen. Gestern Mittag hat man dann eng Diskussion am Europäischen Parlament mit Madame von der Leyen über das Misstrauensvotum, den Herr Piperea an 71 von seinen Kollegen darin auch gestaltet hat. In spite of any problems, the voice of the people has been heard. We are here in the house of the 450 million citizens of the European Union. They asked us to clean up this house. As Churchill said, this is the beginning of an end. Now I will give. Es war interessant, aber keine positive Diskussion wie die politische Kultur an der Europäischen Union. Madame von der Leyen als ob kein einziger von diesen Punkten am Misstrauensvotum angegangen, zum Beispiel, dass sie vom Europäischen Gerichtshof verurteilt ging, als für die SMS abzulehnen, die sie mit Pfizer hat. Sie hat ja können gestern in das Plenum kommen und so nicht machen das öffentlich, das hat sie alles nicht gemerkt. Sie hat auch nicht angegangen, ob die Mischung an demokratisch Wahlen in Rumänien. I will always protect the rule of law and the core values of our union. So let's not play the games of the extremists. Aber sie hat am Gegenteil einfach die Leute angegriffen, die gerne Transparenz in Europa hätten. Sie hat gesagt, das wären Extremisten. Ich frage mich, was extremistisch ist, wenn ich gerne eine Offenheit und eine Transparenz will an der europäischen Politik. Sie hat gesagt, das wären Putin-Anhänger, dass den Putin aus an der Zwischenzeit für alles in Europa zuständig war, was nicht richtig funktioniert. Sie hat gesagt, das wäre undemokratisch und antieuropäisch. Was ist undemokratisch, wenn den gehört, dass die Kommission am Europäischen Parlament muss dann Antwort stehen, dass das selber von der Demokratie, dass die Exekutivgewalt, in diesem Fall die Kommission, von einem Parlament kontrolliert wird. Was soll antieuropäisch sein? Wenn die Kommission angreift, dass da nicht auch Demokratie eine typisch europäische Errungenschaft, an der wir festhalten, an der wir verteidigen. And this is the Europe of solidarity that I love. And this is the Europe that the extremists hate. Wir haben die Slogan wie antidemokratisch, antieuropäisch, die kennen wir auch zuletzt. Herr Friedrich war doch so an der Chambre, wenn es darum geht, für Gegner auszugrenzen, Platz am politischen Dialog oder einer politischen Diskussion Lösungen zu finden oder einen ehrlichen Dialog herzustellen. Das ist etwas, was ich eben als Verfall von politischer Kultur bezeichnet, oder von der Leyen hat das gestern ganz klar gemerkt. Es war auch überraschend für mich zu sehen, dass die Europäische Volkspartei nur eine schwacher Rede, nur eine aggressiver Rede, wobei DAX die aggressivst reden eben daher kommen, dass die Leute schwer und unsicher sind, diese Halen. Dass dort die Europäische Volkspartei, also auch CSV, abgestanden als an eine Standing Ovation gemerkt wird, geklappt hat, allerdings an den deutlich gesehen, ohne Überzeugung. Wie gesagt, wir haben einen Donnerstag stand der Wort über das Misstrauensvotum geht Madame von der Leyen, den Wort wird sie gewinnen, aber sie als geschwächt, sie hat nachher gewiesen, wie schwer die Kommission da ist, sie konnte sich auf die Punkte, die wir hier vorwerfen, nicht verteidigen und das auch das für den Sorge machen für die Zukunft der politischen Kultur an der Europäischen Union. Ich wäre froh, wenn die Kommission aber irgendwie demissionieren und dass wir einen neuen Anfang in Europa könnte finden, einen Anfang mit mehr Ehrlichkeit und mit mehr politischer Qualität. Ich soll nicht merci für die Notlaufstellen. Bis geschwind.